Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Walking Dead, die letzte Staffel auf Pelzig. Dann fangen wir doch gleich mal an, betrachte das Graffiti. Pretty clear message. Ja, go away. Dann, was haben wir hier noch? Der Fahnemast. Aufgespießte Köpfe, das finde ich echt eklig. Still wouldn't want to pledge to that. Fuck Raiders. Sehr gut. Okay, dann die Köpfe. Hopefully this at least creeps the raiders out. Den Gestank muss es ja wert sein. Ich meine, es sind verwesende Köpfe. Das muss stinken wie die Hölle für jeden, der riechen kann. Ich glaube sogar, ich müsste das in deren Masse riechen können. Es ist halt schon echt ekelhaft. Der dort zum Beispiel schon gar kein Unterkiefer mehr. Verdeibel. Okay, können wir da neben noch hingehen? Ich meine, bevor ich mit den Leuten spreche, möchte ich mich einfach nochmal hier ein bisschen umgucken, dass ich hier noch irgendwelche Gegenstände verpasse. Huch. Oh, die Kamera ein bisschen verrückt gespielt. Der erste Folge habe ich ja auch schon 2 Gegenstände verpasst. Deswegen, die möchte ich natürlich auch finden. Und so viele Chancen hier was zu finden gibt es gar nicht. Also so häufig ist man gar nicht mehr unterwegs in seiner jeweiligen Szene. Das heißt, das könnte jetzt wieder gute Gelegenheit sein, um hier wieder 2 Gegenstände abzugreifen. Okay, was ist dort? Barrikade. Place looks ready for a war. Ja, muss ja wohl, ne? Ich meine, sie bereiten sich auch auf den Krieg vor. Louis? Okay, in sein Schussfeld können wir gar nicht rennen. Während er noch lädt, geht auch nicht. Tischkippe. Okay, einfach mal so just for fun. Was ist da? Betrachte die Mauern. Okay. Well, no one's coming over those. Okay, ich habe mal schon gedacht, dass es jetzt nicht gleich der Angriff triggert. Ich habe jetzt noch ein bisschen Schiss, um ehrlich zu sein. Wenn AJ und Ten hier Wache sind, dass die Plünderer kommen und die Ausguckleute, wenn ihr normalerweise als erstes abgeknallt, dass die entweder Kugel abkriegen oder einen Pfeil oder sonst was. Betrachte den Haufen Köpfe. Verdeibel. Leave or die. Okay, das ist auch eine sehr krass die Botschaft. The Mitch. Okay. Ich finde jetzt hier auch persönliche Gegenstände. Es sei denn... Oh, hier ist Rosie. Bleib bei Marlons Grab. What are you doing down there, Rosie? Oh. Good girl. What did Marlon used to do? Rosie wird sich das merken. Okay, es ist wohl besser, uns Rosie zum Freund zu holen. Zur Freundin zu holen. Oder als Freundin sicherzustellen, weil Trophäe halten in Kupfer, toller Hund. Ja, weil sonst bleibt sie ganz, ganz treu hier bei Marlons Grab, statt sich der Lebende noch zuzuwenden. Und Rosie soll nicht verkümmern. Soll ach sozial integriert sein. Bei Marlon ist es schwierig. Oh, nee. Also so krass bin ich jetzt nicht. Es war ein Arsch, ja. Er hat saumäßig viel falsch gemacht. Aber ich persönlich wäre dafür gewesen, bevor AJ ihn exekutiert hätte,
dass Marlon entweder ausgesperrt wird oder hier gefangen genommen wird oder Nimi-A-Führer ist. Aber Bespucke, das hat er nicht verdient. Nee, I nee, nee, hope das it's ist ja nun mal so beautiful where you krass. are, Brody. Also, ein Grab zu bespucke ist meiner Meinung nach wirklich zu krass. Das geht nicht, das kannst du nicht machen. Also so viel Respekt vor der Tote sollte man haben. Egal, was für Ärsche das im Leben waren. Aber ich finde, niemand hat es verdient, dass auf sein Grab gespuckt wird. Im Grab sollen die Leute Ruhe. Und nicht sonst irgendeinen Scheißdreck nochmal ablaufen. Ah, okay, Miss Martins Grab. Ms. Martin, thanks for protecting everyone. Okay. Das hat jetzt keine besondere Auswirkungen, aber immer hier. Schutt. Nothing left we can use. Wonder if they ever tried to rebuild it after it burned down. Offensichtlich nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, auf dem Friedhof möglicherweise noch irgendwelche Sache zu finden. Ich meine, ich lasse diese Aktion mit dem Grabbespucke nicht nur aus moralische Gründe sei, sondern weil es hier tatsächlich so rote Umrandung hat und das werden mir die Leute total übel nehmen und mir möglicherweise in Situationen nicht helfen. So nach dem Motto, wir haben sie wegen dem Mord rausgeworfen und sie heißt es auch noch gut. Und bereut nichts. Okay. Ich habe jetzt persönlich hier nirgendwo irgendeinen Gegenstand noch gefunden. Ich versuche hier gründlich zu sein. Habe jetzt nichts gefunden und arbeite jetzt die Leute ab. Der bastelt Hey. Bombe. What are you doing? Test. Gotta see if the bomb will go off. This little thing won't kill anybody. Just gotta see if it'll light. Yeah, it better. Our whole plan rests on that little thing. If they get in, I'll need you to set the bomb off while I distract them. Expect the unexpected. Yeah, something like that. I read that on one of those stupid inspirational posters. School used to have them everywhere. As soon as things went to shit, I tore them all down. Stupid shit. Could you? My hand's all fucked up from messing with it all day. Okay. Na dann. Stand back. Fucking shit. It Rohrkrepierer. doesn't work. Fucking shit! I'm sure you'll get it. Keep trying. It's not like I got all the time in the world to play scientist and figure this shit out. Jetzt wird sich I'll das figure it out. merken. I just need more time. Alone time to think. I get it. Ja. I'll leave you alone. Thanks though. For helping. Genau darum geht's. Ich wollte ihn jetzt auch seinen Raum lassen. Du hast Mitch mit seiner Bombe geholfen. Ich wollte ihn jetzt einfach seinen Zeitraum lassen. Damit der Kerl nicht allzu pissig auf uns ist. Und möglicherweise braucht man hier im Kampf für Backup. Oh, no, it should have been 2-to-1 parts. Maybe well, with the double it didn't. Mitch? Dirt would catch if the propane was soaked in. Oh no, stupid. Okay, ich denke, der ist jetzt auch in seinem Film drin. Kommt da wieder Figured it dasselbe? out yet? No. Ah, nee. And I won't if you keep bugging me. Okay. Sorry. Okay, dann lassen wir den Kerl jetzt mal in Ruhe. Dann kommt Louis als Nächster und dann die zwei Jungs aber auf dem Ausguck. So, irgendeinen Gegenstand habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr gefunden, wobei das doch eigentlich wirklich die prädestinierte Szene ist, um sich hier nochmal irgendwelche optionale Sammelgegenstände abzugreifen. Zumindest hätte ich das so gemacht, wenn ich hier der Spieleentwickler wäre. In sehr viele Fälle muss ich sagen, ich bin froh, dass ich nicht der Spieleentwickler bin. Weil ich teilweise Sachen zu offensichtlich mache, glaube ich. Okay, wir gucken uns jetzt noch einmal hier um. Ich glaub's aber nicht, dass ich hier irgendwas übersehe hätte. Vielleicht noch mit Blick noch Overmall. Nee, nischt. Na gut, na gut. Dann eben nicht. Hier ist ach nix, ne? Nee.
Nee, und weiße Punkte sehe ich auch nicht, die es normalerweise markieren. Nee. Nicht gerade beste Schützer. Shit. What's going on? In a few weeks, or days, or hours, the raiders will be here. Burn down our place and steal or kill us. And then it won't matter how much I sucked at this. The raiders aren't gonna burn anything or steal anybody. We'll stop it. You sound like Marlon. I mean, not about fighting, but when he was trying to cheer us all up. For years, I sat around making stupid jokes, playing stupid games, while my best friend was left with all the responsibility, all the tough calls, all the sleepless nights, and eventually, a bullet in the head. And I didn't do a damn thing about it. And then when you tried to tell us what he was really like, and AJ shot him, I blamed you. Both of you. If I could take it back, I would. I knew that the day you got back. I still do. I forgive you. I understand why you did it. I'm not angry. Ich versuche das mit He ihm was zu my best friend, lösen. almost like my brother. Louis but wird sich the daran things he erinnern. did, they were fucked up. Ja, richtig. Es ist schön, dass er es jetzt Ammo kapiert Hier. hat. You take it. Are you sure? I mean, it's Marlon's. Yeah, it was. And he used it to defend the school before he stopped. Go ahead. Try it. Marlons Bogen In weitervererbt. that direction, please. Okay, dann probieren wir es doch einfach mal. Vielleicht bin ich dort drin besser als And just beim so you know, Hasejager. I'm totally laughing out loud when you miss. Okay, Louis ist ja so ein Scherzkeks. Und der hat halt wirklich nur die ganze Zeit dummes Zeug gemacht, während sein bester Freund die Bürde alle getragen hat. Ah, okay. Dann müsste das in etwa die Höhe haben. Bisschen weiter runter noch. Ja, schauen wir doch mal. Damn. Remind me to Trophäe never erhalten piss in you off Kupfer, while I'm standing Volltreffer. at a moderate distance with a big red circle painted on my chest. You want to come back and practice more? Just let me know. Okay? Sounds good. Ich habe wahrscheinlich kein Bullseye gemacht, aber alle getroffen. For all of it. Du hast mit Louis Schießen geübt. Okay, ja, wie gesagt, mit Louis möchte ich eigentlich nicht scheiße durchstehen, weil er ist an sich ein netter Kerl. So Typen sind selten in der Welt. Violet went to board up the hallway, didn't she? Yep, I would have done it later. I just wanted to do this first. it's okay. She needed something to keep herself busy. Well Yeah. then, glad to help. Go ahead and practice if you want. It's all ready for you. Okay. Hat das sonst schon irgendwas zu erzählen? Need something? Not really, just checking in. No big changes. I didn't become a master archer in your brief absence. I'm shocked. Okay. Dann gehen wir nochmal zum Boger. Der ist jetzt nämlich hier als Gegenstand angezeigt. Ich probiere es einfach noch einmal. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Trophäe oder sonst was. Vielleicht schaffe ich auch ein Bullseye. Nee. Nee. Ein Ticket. Ne, so. Nee. Das könnte einer gewesen sein. Ja, ich glaube, das war ein Bullseye. Okay. Ich denke, da drin bin ich relativ gut, aber ist wieder was anderes, wenn die Ziele sich bewegen und dann auch noch so merkwürdig bewegen, wie sich das die Hase, wie die Hase sich bewegt haben. Schauen wir doch einfach mal. So. Do you think Sophie and Minnie might be with them when they get here? I don't know. Maybe. Hoffen wir es mal nicht, dass die zwei bei der Plünderer We're doing sind. watch, Clem, for danger. Like patrol? No, Clem. Lookout's totally different than patrol. How so? You don't walk. Oh, right. Hat er richtig erkannt. Du hast nach AJ und Ten gesehen. Okay. Zieh nach Violet. Klingt fair für mich. Jetzt sieht man, dass sich ja die Lichtverhältnisse ein bisschen geändert haben. Das ist jetzt fast Ofendämmerung, würde ich sagen.
ist schon kein später Nachmittag mehr. Das ist eigentlich schon Abenddämmerung. Und dann kommt's zum Dawn of the Dead. So. Eventuell hat sich hier ein bisschen was verändert, was die Gegenstände angeht. Ja, ich bin doch immer noch etwas pingelig und hab Schiss, dass ich was verpasse. Und ich spuck immer noch nicht auf Marlons Grab. Könnt ihr mal just sagen, ob ihr das machen würden. Und wenn ja, würde mich mal interessieren, warum. Und ob ihr nicht wirklich so Respekt vor Gräber und vor Tote habt oder einfach denkt, war Arschloch, da kann man gern mal einer drauf rotzen. Okay, gut. Scheint sich wohl nichts geändert zu haben. Back hallway's secure. How is everyone? Okay, or, you know, a total fucking mess. Well, honestly, it's not perfect, but they're trying. They're doing everything they can. Muss man nichts Trying isn't beschönlichen. gonna stop them from getting kidnapped. Trying isn't going to stop these raiders from burning down our fucking home. Jesus, Clem. They stopped giving out participation trophies when walkers started eating people. Because you're boring and your idea is stupid. Oh, I'm being stupid? You're the one who can't think straight. If you could hear yourself... Guys, what the fuck? Violet told us to work on the traps together, but Asim won't listen to anything I say. That doesn't mean you have to scream at each other. Stay out of this. I have an idea for duffel bags filled with bricks. We drop them on the raiders if they get to the admin building. Willie here wants to use a giant, idiotic swinging log to take out one raider at most. It's completely stupid. Ja. You're stupid. You're being childish. I am not. I'm trying to help. So help and stop arguing. Asim is right. We should use his brick trap. It sounds more practical. Well, it's practical too. No, it isn't. It's exactly the kind of thing a child would think of. Yeah. Especially a child who has no idea what he's up against. Ups. What the shit? Dude, you okay? Yeah, fine. Shit! Christ. We'll all kill each other before the raiders even get a fucking chance. All right, what we need is something to break the tension. Hey, buddy, how's it hanging? Dude, fuck off. Sulking in the corner isn't gonna help us fight off the raiders. Or turn that frown upside down. You get more annoying every day. Regardless, I've come up with a plan to make everybody feel better. And that plan is a game. Come on, we gotta play. Okay, I'm coming. Aber Oh, we man haven't braucht played a game auch in Wache. weeks Ein since I met with Wachposter. Marlon. I mean, if you want to go ask Ruby to come play, I don't mind waiting. Shut up, dude! I swear to God. You've got a crush on Ruby? What are we playing? Truth or dare? You don't use cards in Truth or Dare. You do in this version. Everyone draws. Highest card gets to ask, lowest card has to answer. Okay. Ach so, okay. Oh, Karo 3. This should be good. Let's see. Truth. Marry, fuck, kill. Bye. Fine. Marry, flip, kill. Ruby, Asim, or James, that guy who saved you. Oh my god. You gotta answer. Them's the rules. Let's see. I would marry... Tja, heirate, vögeln oder umbringe. Heirate würde ich, James, ja, aber, das ist schwierig, das ist verdammt schwierig. Asim nicht heirate, aber ich mag die eigentlich alle drei. James heirate, das heißt aber, ich müsste Ruby vögeln oder Asim oder Ruby oder Asim umbringe. Das ist fies. Das ist echt fies. Aber James ist eigentlich der Typ zum Heiraten. James. He sounds mysterious. Funny. You pronounce horrifying differently than I do. Didn't you say he wore skin? Like human skin? Whatever makes you happy, Clem. I would, flip. Flip, 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 flip. Flip, flip, flip.
Ah, das ist schwierig. Ich will Ruby nicht umbringen, aber ich will Arasim nicht umbringen. Ah. Asim. Oh, wow. Wow, now that's awkward. I don't think you're his type. Asim wird sich He's daran into erinnern. redheads. Dude, shut up. So that means you're Ruby killing... nur weil sie nicht anwesend ist. Ruby! Wow, poor Ruby. Poor, kind-hearted Ruby. Asim would happily marry you. Damn it, Lewis. This is great. We're laughing, we're bonding. It's a nice break from thinking about homicidal assholes sneaking into our homes to kidnap us. Aber die kommen jetzt wahrscheinlich. On to round 2. Okay. Zack, wieder mit rechtem Stick. Ah, Herzkönig. And poor Asim loses. Okay. Definitely a dare. Okay. Do your worst. Ja, also ein Walker-Küsser für Teufel. Nee, also wenn Asim auf Ruby steht. You have to ask Ruby for a kiss. Seriously? The most legitimate of dares. Wenn er sie mag, dann... Oh! Dein Verhältnis zu Asim hat sich verändert. Oh. Es tut mir leid, das wollte ich we all nicht. learned something about our good friend Asim today. Mainly that he has no romantic charm whatsoever. Shut up. Oh Look sharp, Mann. y'all. It's time for round 3. Es tut mir echt leid, weil der ist wirklich ein logisch denkender Charakter und das sind immer meistens die Liebste eigentlich, die logisch denkende Charaktere. Oh. I got it. We've been pretty hard on poor Asim here, teasing him about sweet Ruby. Seems only fair we mercilessly tease someone else about unrequited love. So, Clem. Anyone here you like? Seriously? Like? What are you, 6? 7, thank you. I've made a lot of friends here, but I'm not sure I have a crush on anyone. There you go, Lewis. Nothing to tease her about. Oh, there's still plenty to tease Da her finde ich about. den James The durchaus hat, for one. angenehmer als die hier. She gets really mad. So, ja, wir sind zwar schon über die 20 Minuten, aber komm. Die Runde wollte ich jetzt eigentlich noch fertig spielen, dass wir da wieder einen sauberen Abschluss haben. Na? Kommen wir überhaupt noch heute raus? Oder wie sieht's aus? Ah ja. Und... Asim, you've got the high card, and the loser is Tennessee. What's something you've never told anyone because you were afraid they'd make fun of you? You got this. I think walkers won't always be around. They'll go away someday. 'Cause the world goes in cycles, right? Ice Age, Stone Age, some other ages. So it's like that. This age will end. And another one will start. An age without walkers. Like it used to be. It'll be better. Why is everyone looking at me like that? Did I ruin the game? That's really beautiful. I never thought of it that way. Ten wird sich daran erinnern. Es ist etwas wrong, naiv, aber eigentlich auch nur logisch, dass es in der Zukunft mal ohne Walker sein wird. Aber diese Art, dass sich die Leute in Walker You know what, little verwandeln, dude? It's okay that you don't. das ist Believe me, the world before this one mittlerweile was halt pretty einfach shitty. Sache. Das ist halt so. Dass die Menschen sich jetzt einfach so verwandeln, scheint eine Art von Evolutionsschritt And zu that feels sein. like a good place to call it. We should finish up our work anyway. It's getting dark. You're on lookout? Yep. Clementine's got it after me. Can I come? Of course you can, little guy. Okay. Hey, Hey. you maybe want to help me with the brick trap? Yeah, I got some ideas. Cool. I'm sure they'll help. Okay, da hat sich die Try and Situation punch wieder you. etwas It's entspannt. okay. It's a pretty good punch. I'm headed to the bell tower. I want to check out our defenses on the back wall before bed. Do you need help? Sure, if you want. You could always help me instead.
I'm on piano duty. What? I gotta get in some practice before one of you decides to chop it into firewood. I've got a project I want to try, but I need a second person. Das ist Schwachsinn. Sorry, aber das ist Quatsch. Hier. Die macht nützliches Zeug. Es tut mir leid um Louis. Oh, ach, geil die Sequenz, wie die sich da bewegen, wie man ihnen folgt. Also Violet denkt du weitaus pragmatischer und nützlicher, muss ich sagen. Louis mit dem Klavier, klar, das heitert die Stimmung wieder auf, aber es ist nicht nützlich und man braucht hier nützliche Sache, wie ich finde. Aber ich würde auch sagen, der Glockenturm ist mal wieder perfekt, um hier meinen Cut zu setzen, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns dann wieder übermorgen zu Let's Play The Walking Dead, die letzte Staffel hält sich. Mehr als 3 Aufnahmen schaffe ich allerdings heute am Tag auch wieder nicht. Das heißt, wir sehen uns übermorgen wieder im Hauptmenü ganz kurz, bevor es dann hier wieder bei der Sequenz weitergeht. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ian Yankee.